Die aktuelle Verfassung, die schreibt am Artikel 24 ein ganz wichtig Recht für la liberté de manifester ses opinions, die Freiheit von der Rede und immer doch die Freiheit von der Kultur. Weil Kunst der Kultur waren immer wichtig Vektoren von der Meinungsfreiheit, egal wie sie sich ausgedrückt wird, über Literatur, Theater, Malerei, Film, wie auch immer. An die Freiheit gilt es doch zu erhalten. An dem Klima, an dem wir hautags leben, ist das aber alles ernst wie einfach. Radikalbewegungen verlangen auch hier am Land, dass Monumente aufgerappt gehen, Straßen anonym sollen kriegen, und auf verschiedene Plätzen gibt es so Druck auch leider no gehen. So einfacher Folger stärken natürlich nach so einer Szene, die sich mit leichten Succesen an ihrer Methodik bestätigt fühlt. Diese Sommer hatten wir in Deutschland Debatten über Schläger Leila und über Winnetou Bischer, die der Ravensburger Verlag zurückgezogen hat. Beides unter dem Zeichen von einer sogenannten Cancel Culture, eine Kultur de l'Effacement, wo Sachen da sollen aus dem öffentlichen Raum verdrängt gehen, die verschiedene aus ideologischen Gründen nicht wollen, da gesehen. Viele Leute wissen, dass Zensur in viele Formen auftreten kann. Dummschreiben, wo Bischer gehört dazu, bis hin zu einem Verbot oder sogar ihrer materieller Zerstörung, wie das nach vor kurzem am Kanada geschieht wäre. Besonders kritisch geht es, wenn Kunst der Kultur vom Staat finanziell unterstützt gehen, was ja sich eine ganz gute Sache ist, aber dadurch entsteht natürlich auch eine Abhängigkeit von der Kunstszene vom Staat. Über die Abhängigkeit können verschiedene probieren, Druck auf die kulturelle Kreation auszuüben. So ist es der Krimiserie Capitani gegangen. Ein sogenanntes Künstlerkollektiv, wo ideologisch mit dem Contenu nicht zufrieden und hat seine Attitüde, bei seiner Intoleranz ging es so, auf das Manier artikuliert, Capitanias als staatlich finanziert kulturelle Kontribution mit weiter Distribution ein richtiges Problem, mit dem sich also nicht gesagt gehen muss. Der Message ist klar, über die Zuhe vom Staat soll heute zensuriert und umgeschrieben gehen. Auch die Freiheit von der Wissenschaft ist ein Gefahr. An dem Bereich gibt es eine grosse Tentation totalitär gegen Wissenschaftler, die nicht die politisch gewünschten Theorien unterstützen. Am Kader der Klimadiskussion hatten wir so eine Diskussion heute zu Lützeburg. An einem kleinen Land wie unserem kommt der staatlichen Unterstützung von der Kultur eine besondere Wichtigkeit zu. Die kleinen Publikumszahlen an den allgemein limitierten Marché für nationale Produktionen machen sie neidisch. Das Kulturministerium und der Filmfonds spielen heute zentrale Rollen. Das gibt ihnen allerdings auch eine besondere Verantwortung, für den Einfluss nicht zu missbrauchen. Die Analyse von der Praxis stellt aber Fragen an besonders die, ob es hier am Land überhaupt möglich wäre, einen Film zu drehen oder ein Theaterstück nach die Bühne zu bringen, die der Ideologie von der Regierung gegen widersprechen. Da finden Sie, es ein ganz wichtig froh, die neue Code Deontologie für die Kulturstrukturen zu hinterfragen, den man der Minister Tanson dieses Jahr im Juni angefordert hat. Also nach frei für etwas Ähnliches zu sagen wie die Regierung oder also nicht mehr nach frei für das zu sagen, was die Regierung will hören. So Beholcode können Kulturszenen ganz leicht und ganz sehr an eine vorauseilende Gehorsam, wie die Deutschen sagen, drücken. Was Politik nicht will, produziert besser nicht. Schließlich geht es nicht nur um die gute Relation mit Autoritäten, sondern auch um den Besuch an einem Arbeitsplatz. Der Artist ist eine Autozensur und zensuriert sich selber am Voraus, für mögliche Probleme aus dem Weg zu gehen. Ich wollte den Herr Präsident schon 10 Minuten, heute geht noch 5 Minuten. Die gut 10 Minuten, Herr Karteiser. Eine weitere Schwierigkeit ist die, dass die postuliert Werte am Deontologiekodex, die zu respektieren gilt, an einem höchst ideologisierten Umfeld ganz sehr können evaluieren. Vertraut nach politisch korrekt aus kann man schon nicht mehr radikal oder progressiv genug sein. Den Artist riskiert doch immer mehr mit seinem Werk identifiziert zu gehen. Nicht mit Kunstwerk als Objekt von der Diskussion, wir führen allem die politische Konformität vom Artist oder andere Kriterien, seine Nationalität oder anderes. Das persönliche Risiko vom kulturell Aktive wiest also. Überhüllt hier ein staatliches Narrativ, kann ihm nicht viel geschehen, fehlt hier aber die Dignität, von dem wir de Wacklav Havel als Leben an der Wohrecht bezeichnet wird, riskiert den Heinz du auch eine berufliche Existenz.
Für heute Geforen zu weisen, will mir mal Passagen aus dem Kommuniqué vom Kulturministerium vom 14. Juni zitieren. Der berühmte Lützeburgische Kulturentwicklungsplan hat Richtung 4 gehen. Zitat: Instaurer un nouveau mode de gouvernance des institutions culturelles sous tutelle du ministère de la Culture. Also Kulturinstitutionen sous tutelle du ministère de la Culture. Das ist eine interessante Formulierung. An der Charta dem Deontologiekodex Artikel 4 gibt die artistische kulturelle Unabhängigkeit von den kulturellen Strukturen extra hart, besonders feierlich, explizit visuell betont. Das ist einfach alles ernst wie glaubwürdig. Wir sind ein bisschen auf Eigenblattformulierungen für eine andere Realität zu verstoppen. Echt ein sogenannte Wert, da muss alle Struktur respektieren, wobei es unter denen keine Hierarchie gibt. Dabei sind die Egalité des Chances et des Genres, eine Referenz auf Gendertheorie, la Diversité culturelle, wobei keine Referenz auf eine spezifische lützeburgische Kulturproduktion gemerkt wird, und die Co-Responsabilité mit der Aufforderung an dem Kontext der Linie-Direktrice zum Klima- und Umweltministerium nachzukommen. Die Charta gilt zu aller Blick für alle Strukturen, die so vom Staat kriegt, und appliziert sich auch auf Leute, die hierarchisch nicht von der Struktur abhängig sind, wie zum Beispiel die Fournisseuren oder die Prestataire de Service. Auch sie können also indirekt unter Druck gesetzt gehen. Das Kulturministère möchte einen direkten Link zwischen Zuen und Charta. Le ministère de la Culture a mis en place une politique de financement public qu'il souhaite accompagner dorénavant par la publication de la présente charte de déontologie. Dabei geht es auch um Kohäsion sociale und um Demokratisation kulturelle, ohne die Begriffe einfach nur zu erklären oder zu definieren. Als Struktur muss aber ein, Zitat, Comportement exemplaire weisen. An als Struktur muss eine Person für dann Anhalen von den neuen Regeln zuständig sein. An Struktur muss sich auch nach Egen und zusätzlichen Regeln gehen. Wenn sich an einer Kulturstruktur nicht und Regeln hält, fällt unter eine Prozedur de Signalement intern. Wir sind also auch hier an einem System von Delation und Denunziation, so wie wir es aus anderen Regimen kennen. Wenn eine Struktur die Regeln nicht respektiert, zum Beispiel von denen 8 Wörter nicht vehikuliert, kann ihr Finanzement gestraft gehen. Selbstverständlich muss es bei den Geringen noch Quote gehen, sowohl an den Organen de Prise de Décision wie auch Niveau von der Programmation. An der Praxis darf das ein bisschen schwierig sein. Und da gibt noch geschwärzt von differenten Genres, wobei kein Mensch weiß, wie viele da sind. Und es darf keine, Zitat, Kategorisation abusive, das weiß ich noch nicht genau, wer das soll heißen, en lien avec le genre ou l'orientation sexuelle gehen. Das ist Interpretationssache, da ein bisschen auch schwer das zu verstehen. Die Lützeburger Kulturinstitutionen sollen sich bei Gambia auch nicht speziell für die Lützeburger Kultur interessieren, mais, Zitat, multiplicité des formes par lesquelles les cultures, des groupes et des sociétés trouvent leur expression unerkennen. Sie sollen die Inklusion und Partizipation von allen Kulturen an den interkulturellen Dialog pflegen. Wie gesagt, für Lützeburger Kultur geht das gar nicht jetzt. Und da muss Kulturinstitutionen selbstverständlich auch nach gegen den Klimawandel kämpfen. Herr Präsident, wir mengen Frohlein auf der Hand. So eine gute Deontologie braucht kein Mensch, der die Freiheit von der Kultur lebt, an die will verteidigen. Wir wollen, dass so viel wie möglich und so variiert wie möglich Kultur kann gewiesen, gelebt, gelesen gehen. Auch für das Jungleid eine breite Palette von Meinungen, Ideen, Nuancen können lehren, und nicht nur den Einheitsbrei von einer bestimmten Ideologie. Eine Kulturstruktur, die so vom Staat kriegt, soll selbstverständlich darauf kontrolliert gehen, ob die so korrekt geriert gehen. Aber die Gefahr, wo permanenten Angriff an die kulturelle und artistische Freiheit, die diese Code durchstellt, ist inakzeptabel. Wir als ADR vertreten jedenfalls die Idee von der Freiheit von der Kultur. Wir wären froh, auch wenn die Kulturinstitute hier im Land auch als eigener Lützeburger Kultur viel Platz gehen, ehe sie sich in Richtung interkulturellen Dialog bewegen, weil wir einen Dialog gehört als Agent auch mit dabei. Wir als ADR wollen die Kulturinstitute hier im Land hier Freiheit erhalten, respektiv zurückgehen, und damit die Werte konkret leben, die als westliche Zivilisation ausmachen. Herr Präsident, an der neuen Verfassung ist die Freiheit von der Kultur leider nicht explizit vorgesehen.
Den zukünftigen Artikel 44 steht just, dass den Accès zu der Kultur soll garantiert gehen mit dem Begriff von der Liberté de la Culture von den Donet. Das schuld, mir auf jeden Fall als ADR wird als weiter die Freiheit von der Kultur ersetzen. An dem Sinn, Herr Präsident, wollten wir heute auch eine Proposition de loi deponieren, wo man weisen, wie kann gegen die Kultur de l'effacement, die Cancel Culture konkret Schritt setzen. Die Proposition de loi, die stehe und ich lozivarechen, als eine Idee an die Richtung. Weil mir gesagt, ich hatte doch für drunter nimmt, dass dem Schreiben von Bischof eng EW als für Zensur zu machen. Und das Umschreiben von Bischof sehen wir immer rum. Wir sehen es ganz häufig bei Kammerbischer, bei Autoren. Und das geschieht auch dax. Natürlich ohne die Darstellung von den Autoren oder wie auch immer aus. Wir haben dafür eine Idee, die wir proposieren, dass die Bücher, die umgeschrieben sind, dass Leute sollen darüber aufmerksam gemacht werden, dass es nicht den originalen Text, aus den sie kriegen, nicht die Intention première vom Autor, auch bei Literaturwerken, aber dass es eben einen umgeschriebenen Text ist und dafür können die Bücher markieren mit einem Warndreieck auf dem Titel zum Beispiel, wo ihr seht, dass das dann das Buch von dem an dem Autor mehr passt, ob das umgeschrieben das ist nicht die Originalversion. Ich meine, dass Leute ein Recht darauf haben zu wissen, wann sie ein Buch kaufen, ob das Original vom Autor ist oder ob das eine aus politischen Gründen modifizierte Version davon ist. In dem Sinne, Herr Präsident, will ich die Proposition der Loi überreichen. Merci, Herr Und ich sage, merci für die Aufmerksamkeit.